Wie der Hut bei Harry Potter. Ja, sie sind eine Schwuchtel. Die Vogue-Bubble hat es auf uns abgesehen. Also so ein Pferdeapfel Ja, wenn er gerade so schön rauskommt, so dann denke ich, die Rosette zwinkert man noch. Wow, kennst du das, wenn ich bin immer grüß? So, aber dere. Grüß dich, servus, Kid Rap. Alles fit. Prost erst einmal. Prost. Stößchen auch an euch, ein Prost, ja. Hast du gewusst, dass Oktopusse Farben erkennen können, obwohl sie farbenblind sind? Na? Sie nehmen die Farbe nicht mit ihren Augen auf, sondern mit ihrer Haut. Okay, also spüren sie Farben. Ja, die Haut nimmt die Farbe wahr, nicht die Augen. Ja. Wie? Keine Ahnung. Wie? Weiß ich nicht. Ich bin kein scheiß Oktopus. Stimmt, ich glaube, die wissen es selber auch nicht. Nein, die machen das einfach. Ich weiß ja auch nicht, warum ich so einen kleinen Schwanz habe, Ja. obwohl es natürlich Fakt ist. Ja. Aber ich schätze, wenn mein Dad schon einen kleinen Schwanz gehabt hat, mein Opa, meine Oma und auch der Opa von meinem Opa, Ja. alles kleine Schwänze. Wir aus Ja. haben kleine Schwänze. Small Dick Energy. Ja, No. aber nicht einmal das. Also Nein, nur Small Dick. Small Dick, Ohne Energy ist null ja. da. Aber ganz ehrlich, gehst du auch komisch durchs Leben mit so einem kleinen Zipfel. Geiles Hemd übrigens. Danke, geiles Hemd übrigens. Kommen wir dran, oder? Muss man ehrlich sein, also stehen uns leider schon. Finde ich. Ja, also wir sind halt der Bauernschädel und ich glaube, das hat das Hemd gut erkannt und das ist Ja, wie der Hut bei Harry Potter. ja, sie sind eine Schwuchtel. Wisst genau, wie ich es gemeint habe. Gell? Also für die jetzt bei Spotify, ich habe jetzt gerade einen mich selbst, sage ich mal, belehrenden, strafenden Blick, richtig. Ja. Und Kamera, weil das ist nicht mehr die Zeit für so eine Aussagen. Nicht mehr. Oder bald wieder, je nachdem. Ja, wer jetzt dann, An die ob die CDU jetzt endlich einmal die Eier in der Hose hat und Schon, mit den Grünen koaliert. Ja. Das war geil. Aber Politik heute bitte nein. Nein, nein, haben wir danke. letztes Mal schon über den Trump und. Reden wir über lustige Sachen, hast du das in Washington mitgekriegt? Du hast es mir verzeiht. Ja. Deswegen. Ja, stimmt. Ja. Aber ich weiß immer nicht, wem ich was erzählt habe. Ja. Oder Aschaffenburg. Black Hawk. Ja. Black Hawk hier so Ja. Passagierflugzeug. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube American Boeing. Airlines. American Airlines, okay. Flugzeug, rums. Ja. Scheinbar keine Ausweichbewegung geben. Ja. Wir haben es vorher schon haben wir gesagt, wahrscheinlich zwei. Zwei Weiber, ja. Da, ja. Steuer und die eine so. Ja, mit den Fingernägeln, die andere schon. Hallo, Charlotte! Ich bin gleich da! Ja, naja. eigentlich lustig. Eigentlich ist es nicht lustig. Nein. Andere werden dafür komplett gecancelt werden. Ja. Aber wir haben einen riesen Vorteil, weil unser Ding keiner anschaut Ja, schon, wir sind da. und anhört. Ja. Das ist, Ja. das ist wie dieses Eichenblatt, das auf die Schulter vom Siegfried gefallen ist. Ja. Das sind unsere fehlenden Zuschauer. Wir sind unverwundbar. Ja, schon, ja. Bis halt einmal viele Leute sehen und dann, ja. Wie Naja, gesagt, das ist alles dann aus dem Kontext gerissen. schon, ja. Und dann, also wenn sie uns dann anscheißen, dann fange ich selber die heiklen Szenen auf Telegram zu spreaden. Schon, ja. Und sage, die da oben, die Vogue-Bubble hat es auf uns abgesehen. Wie zu hoch eingestellt. Ja. Sieht man mir ja gar nicht. Warum hast du das auch, was du auch hast, Alter? Das kann ich dir sagen, wir haben heute ein paar Reels drauf für einen neuen Song, der kommenden Donnerstag um 0 Uhr rauskommt. Also von Donnerstag auf Freitag kommt er raus. Namen verraten wir noch nicht, oder? Ich glaube, die Leute wissen es ja schon. Aber für die das nicht wissen, die ärgern sich jetzt doppelt. Ja. Dann sag ich es, dann sagst Ja. du. Das Pferd macht Mu heißt der, epische Klassiker. Genau, ist einer von unseren dümmsten Songs, glaube ich. Ja, ich wollte gerade fragen, warum haben wir den gemacht? Ja. Weil er saudumm ist. Ja, schon, ja, weil es sehr lustig war. Ich finde, der ist. Also, es ist ja schon so, dass ich mir hin und wieder Gedanken mache, was machen wir jetzt mit unseren Songs, in was für Richtung wollen wir. Ja. Weil wir kommen ja aus dem Gangster-Rap, Ja. aus dem Bauern-Gangster-Rap. Ja. Und jetzt haben wir rosa Hemden an Ja. und singen Das Pferd macht Mu. Ja. Ich finde, dass der genau so drüber ist, Ja. dass du sagst, alles klar. Weiß ich Bescheid, ja. Ja, Was ist denn das Wackel? kann man machen. Ja, heute stimmt wieder nichts. Ja. Naja. Da Also werden Song wir auf- noch ein paar Köpfe rollen. Ein Song, auf den ich mich sehr gefreut, wirklich. Ja. Wo auch wieder, aber es ist halt leider, es wird wieder die klassische, es Scheitern durch die Alt-Au-Prognose, wenn ich immer sage, ein Song kommt gut an, dann Ja. ist wie wenn der Lotus sagt, der Song kommt gut an. Na, schauen wir mal, was wird. Was wird? Genau, und jetzt haben wir gedacht, wenn wir die Hemden schon mal haben, dann präsentieren wir euch die gleich. Sind von Gap, keine Werbung an der Stelle. Unbezahlte Werbung, ja. Werbung, weil geil. Ja. Und ja,
war halt auch wieder ein schöner Moment, also das kann ich ja wahrscheinlich schon voran, wir haben halt ein paar sehr dumme Kostüme auch gehabt, weil es ja Faschingszeit und da wollen wir uns ein bisschen orientieren. Und wir drehen seit Jahren drehen wir auf dem Grundstück von unserem Azubi. Ja. Und ihr müsst euch vorstellen, der wohnt ja noch bei seinen Eltern daheim, beziehungsweise hat jetzt da eine eigene Wohnung drin und seine Eltern schauen sich das seit 6 Jahren, dass er schon mal bei uns überhaupt arbeitet. Ja. Punkt 1. Dass er so wahnsinnig wenig verdient. Punkt 2. Allein die Vlogs, die er mit uns gemacht hat. Ja. Wir haben einen Sohn haben wir in den Alkoholismus getrieben. Ja. Wir haben ihn zu einem Zyniker gemacht. Ja. Wir haben das Schlechteste aus diesem jungen Mann rausgenommen. Und trotzdem fährt seine Mama mit dem Auto vorbei, während wir dumme Pferdekostüme anhaben und winkt. Ja. Und wir uns denken... Also er stellt gar keine Fragen mehr. Null, stellt mehr Fragen. Sein Dad kommt raus, servus, grüß dich, mögt sein Kapo. Ja. Wir gerade im Pferdekostüm. Ja. Das ist so geil. Also aber in meinem Umfeld stellt eigentlich keiner mehr Fragen. Null. Also, die haben das alle jetzt, glaube ich, gecheckt. Ja, weil ich gesagt habe, beim Tragelschubser drüben, als ich das draht habe, habe es ihm kurz erklärt, hat er gesagt, ist klar, ja. Er muss nicht drauf sein. Ich habe gesagt, nein, passt. Ja, gar kein Problem nicht. Aber warum hast du im Winter kurze Lederhosen? Das ist das Einzige, was ihn interessiert hat. Ja, brauchst du Bunthosen. Ja, finde ich schrecklich. Ganz schlimm. Also vor allem, wenn man so winzig ist wie ich. Ja. Also, ich finde, du schaust aus wie ein Hobbit. Ja, also jeder. Ja, ist schon recht. Nein, das ist so unfair. Ja. Also die können wirklich verboten. Ja. Finde ich, Entschuldigung an alle, die es gern tragen. Ja. Vielleicht steht es euch, mir steht es nicht. Ja. Und euch wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß nicht, ob man die bei schützen, glaube ich, oder? Die haben die ab und zu. Aber die haben wir dafür eine Knarre. Ja, schon. Die haben eine Gun. Das sind armed. Ein Rifle. Die sind richtig. Und das gehst schwere nicht, Jungs. Du sagst du deine Hosen und er cool, Bro. Ja. Bro. Entspann dich. Richtig Riss. Ja, bleib locker. Ja. Naja, ja. Das haben wir gemacht. Gehen wir gerade so durch, was los war, oder? Ja, genau, ja. Boah, die Woche war irgendwie voll. Ja. Irgendwie ist so viel passiert und so wenig. Na, was ist denn heute Donnerstag? Ja, wir haben das Musikvideo geplant, das Drama morgen übrigens. Kommen ein paar Tänzer. Ich muss euch jetzt an. Ich hole jetzt den Secret-Tipp 4. Ja, okay. Weil, habe gesagt, weil unser Secret-Tipp, vor allem jetzt nach dieser Kommunikation, aber auch schon vorher, ist der Altwirt in Reichers, Bayern. Ja. Da drehen wir, oder da haben wir dann auch unser Musikvideo gedreht. Und der Typ, dem der Altwirt gehört, ist so ein geiler Typ. Ja. Also das ist allein diese... Ich rufe mal, ich habe eine Empfehlung gekriegt von einem Spezi. Der gesagt hat, ja, fragt's da, die haben eine coole Bühne, da kann man vielleicht drehen. Ich rufe an. Der Typ kennt mich nicht, ich kenne ihn nicht. Ich rufe ihn vom Handy also und sage, du, hey, dürfen wir bei dir dran? Kriege eine kleine Spende und sagt, ja, wie hoch war denn die Spende? Und sage ich, so hoch. Und dann sagt er, passt für mich. Ja. Und sage ich, wann kann man es uns anschauen? Machen wir es einfach unkompliziert, ich gebe dir einen Schlüsselcode und dann könnt ihr selber rumschauen. Ja. Wie gesagt, der Typ kennt mich nicht. Ja. Gar nicht. Es hat ihm gereicht, dass ich Bayerisch geredet habe. Ja. Und dann sind wir da am Montag um 7 hier, haben durch die ganze Wirtschaft, durch den Saal durch können. Hat gesagt, ja, du schmeißt halt dann noch wieder einen neuen Schlüssel. Ja. Das funktioniert halt auch nur auf dem Land. Ja, schon, ja. Und ich glaube ja auch durch die Identifikation, dass ja beide Parteien bayerisch gesprochen haben, kriegt man schon immer einen Vertrauensvorschuss. Kennst du den Moment, wenn du dich so annäherst, also er ist ja auch trotzdem Dienstleister, er ist ja professionell am Telefon und am Anfang hat er noch sehr gepflegt gesprochen, schon bayerisch. Ja. Und ich habe gemerkt, dass umso länger das Gespräch da ist, du kannst dann fahr das Auto auf Zeit. Das ist so geil. Das mag ich immer recht gerne. Ja. Mir ist das im Megapark auf dem Scheißhaus passiert, da habe ich besoffen mit irgendjemandem geredet, er hat Hochdeutsch geredet und ich habe Hochdeutsch geredet. Und dann ist ein Spätzl gekommen und hat mit dem Österreichisch geredet. Geil, ja. Und dann haben beide und dann haben wir uns auf einmal viel lieber mengen. Ja. Das ist echt magisch, finde ich, so ein Moment. Schon, wo der Moment für mich gar nicht ist, wenn ich im Ausland einen Deutschen her. Ja. Wenn ich in Bayern her, was anderes, aber... Ja, Bayern und Österreich, das ist schon so eine Grundsympathie dann da. Wenn Leute Hochdeutsch reden, dann müssen es halt wirklich nette Menschen sein, dass ich mit drauf einlasse. Da muss schon ein Hamburger sein. Ja, schon, da muss harmonieren, da klingt nicht der Dialekt. Ja, da muss man die Menschen erst kennenlernen und dann ist es okay, aber beim Österreich oder beim Bayern denke ich mir auch, okay, kurzen Schnack und dann, wenn es passt, und wenn es nicht passt, okay, dann halt nicht, aber man probiert es trotzdem. Ja, freilich. Ja, naja. Ja, ich habe gesagt, das wir sind kein komisches Volk. Also überhaupt nicht. Da kann ich Eigenbrötler. Nein. Überhaupt nicht. Jeder soll kommen, wir fangen eigentlich mit offenen Armen. Ja. Jederzeit gern gesehen. Schon, ja. Hockt ihr an den Stammtisch. Ja. Whatever. Ja, das ist gern gesehen bei uns, ja.
Und dann haben wir über den Dreh auch noch geredet am Freitag und er so, ja, ihm ist das eigentlich wurscht, wann wir können. Ja, wir können auch so lange bleiben, wenn wir wollen, ja, bestuhlt und so alles. Ja. Und wenn es uns nicht taugt, dann schieben wir es halt auf die Seiten. Ja. Also, Riesenempfehlung, Altwirt, Reihaus Bayern. Wo kann man auch zum Essen hingehen? Also ich war da schon ein paar Mal beim Fuhren. Das Essen, das Essen ist eigentlich gut. Ja. Also, glaube ich, gibt so, also die solideste bayerische Wirtschaft, die es so geben kann. Ja, auf jeden Fall. Freue mich eigentlich drauf, dass man da ist. Ja. Thema der Woche sind 2 zur Auswahl gestanden. Ja. Die Zukunft von Los Brutalos, was steht an, und /Fasching noch. Können wir kurz beides durchgehen, schauen, wie lange das wir brauchen, oder? Fang du an. Ja. Was steht an, Los Brutalos, die Zukunft, Mai. Ist relativ einfach, wir werden jetzt sehr viele Songs rausbringen, haben jetzt schon 4 in der Pipeline, sage ich mal. Also, mit dem meinst du? Also, ja, genau, ja. Und einzelmäßig auch noch ein paar Songs raushauen. Und versuchen jetzt da einen roten Faden reinzubringen. Ich möchte vorwegnehmen, ich glaube nicht, dass es uns gelingt. Ich glaube, dass wir wieder planen und dann kommt wieder eine Idee und dann nehmen wir doch das und dann sagen wir Scheiß drauf. Ja. Und dann machen wir wieder ein Album. Und dann machst du nur noch Liebesmusik. Ja. Und ich werde nur depressive Musik machen oder halt Volksmusik. Ja. Schon, ja. So wird es laufen wahrscheinlich. Wenn Rap nicht existieren würde, Entschuldigung, dass ich jetzt aus dem Thema raus bin, was für Musikrichtung dazu mir empfehlen? Also was soll ich machen? Also ich glaube mit den Stimmen, wo wir beide haben, so in die Richtung der Country machen wahrscheinlich. Ich glaube, dass das... Ja, Country ist ja eigentlich auch Singer, Songwriter und weniger... Ein Coolheit. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, so ein deutscher Singer, Songwriter, der umschreibt das immer so... Blumig. Ja, so blumig. Und da gibt's nie... Da ist nie Bier oder Whisky die Lösung, oder dass ich mit meinem Pferd irgendwo hier reite. Nein. In Sunset, also normal reiten ist ja fragwürdig. In unserem Kulturkreis zumindest. Aber bei mir auch sowohl Frauen als auch Männer. Also ich hasse echt Pferdemädchen, aber ihr habt schöne Ehrscheine. Das kann auch. Hat Sabrina mir erst heute wieder ein Video gezeigt von einer, die hier. Ja. Das mag ich schon gern. Habe ich echt noch nie drauf geschaut. Auf Ersche? Nein, auf Pferdemädchen-Ersche, ja. Die haben Reiterhosen noch. Okay. Wo schaust du dann hier? Gar nicht, ich mag Pferdemädchen nicht. Also, achso, die sind sofort dann raus für die. Ja. Ich mag sie nur menschlich nicht. Ja, ich schaue die Pferdle auf dem Arsch. Ja, Alter. Also, wenn so ein Pferdeapfel rausfällt. Ja, wenn er gerade so schön rauskommt, dann denke ich, die Rosette zwinkert man noch. Wow, kennst du das, wenn er immer größer wird, der Apfel, und ich denke mir, wow, und das Ding wird immer größer, das ist wie wenn der Son Goku sein Genki Dama macht da oben. Und dann ploppt es so raus und die Rosette zwinkert mir noch so zu. Also. Ja, beziehungsweise das ist ja kein Einzeltäter, aber so ein Pferdeapfel, da kommen ja bam, die anderen. Ja. Also da gibt es nur einen, der ist der Vorreiter, der hat die ganze Arbeit und die anderen fallen einfach nicht. Ja, die kommen einfach raus. Ja. So geil, so befriedigend. Schon, ja. Meinst du, wer beim Scheißen sich effektiver fühlt, so ein Pferdl oder so ein Reh? Weil er hat so ganz viele kleine Boller. Ich glaube, dass beim Pferdl ein wesentlich befriedigenderes Gefühl ist und so ein Reh, für das das richtig Arbeit, weiß ich. Ja, stimmt, ja. Das ist saunervig, kann ich so schreibe, wenn es der Regen rinnt, hat man so Regentropfen, wenn es eine Regentonne mit Regentropfen füllen willst. Genau. Und oder wenn ein Pferdl reinscheißt. Ja, schon. Ja. Das war die Gleichung. Ja, das war das Gleichnis, das ich bringen wollte. Ja. Ja, genau. Nein, definitiv ein Pferdl. Ja, was sonst passiert, wir haben noch ein Festival, spielen wir noch, in Nürnberg spielen wir noch, da gibt es unsere erste Los Brutalos Kaffeefahrt und wir haben eine Bierzeit-Tour heuer im Sommer. Haben uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Ja. Wir haben ja letztes Jahr pausiert mit Harry Intros. Ja. Guess who's back? Ja. Mehr sag ich nicht. Nein. Ja. Dann werden sie demnächst hoffentlich vielleicht ein paar Neuerungen im Bereich Sponsoring ergeben. Also wir sind dann ein paar Leute dran, ohne jetzt Namen zu nennen. Vor allem Produkte, die wir selber verehren. Ja. Aber schauen wir mal, ist nicht das Wichtigste. Aber war geil, wenn sie. Ja, können wir unsere Songs und Videos besser machen, wenn wir mehr Geld haben. Ja, voll. Weil aktuell hier schwimmen wir so. Das ist wirklich, also alles. Komm 3. Zack. Alles weg. Oh, die ist Nasen voll dann. Ja.
andere. Ja, aber wir haben uns nicht verändert. Weil es immer nur die gleichen bodenständigen Typen. Schreibt letztens einer bei Instagram, ihr werdet selber fetter jetzt. Ja, schon, ja. Und was willst du da sagen? Er hat ja recht. Ja. Das ist total blöde Situation. Ja. Aber ja, haben auch schon ein paar kommentiert. Also, wo? Also erstens bei meinem Song, also bei meinem Solo-Song, da hat einer kommentiert. Das ist halt irgendwie witzig. Also ich meine, warum kommt man auf die Idee? Oder war das ein Fan, der gesagt hat? Also er kennt mich auf jeden Fall, oder uns, und hat dann gesagt, ja, Kid Rap hast ein paar Keks zu viel gegessen. Also, das ist ja noch lustig. Ja, irgendwann ist einfach nur so was wie fettes Schwein. Nein, das kam bis jetzt noch nicht tatsächlich. Ja. Also ich bin schon oft beleidigt worden mittlerweile, aber jetzt nicht auf mein Ja, aber das ist ja, wenn ein Song, der geht, ist ja viral gegangen. Ja. Immer wieder, aber bei TikTok ist ja klar. Ja, so TikTok ist gar nicht so schlimm, ist schon Instagram. Ja. Also mit den Beleidigungen. Okay. Ja. Was ist deine Lieblingsbeleidigung? Ja gut, es sind ja die tausendmal wiederholen. Ja. Ballert auf lautlos. Ja, ballert auf lautlos, schlechte Zeit um Ohren zu haben. Ja. Ich habe jetzt auch schon sehr oft gehört, deswegen hat er mich. Ja. Und es gibt ja Leute, die sich dann darüber aufregen, wenn nicht so viele Hate-Kommentare drunter sind. Also die schreiben dann, gibt es keinen, der den Song hatet. Und wenn es wirklich krasse Beleidigungen sind, filtert ja Instagram und TikTok das ja teilweise heraus. Ich sehe es trotzdem, ja, und dann müssen sie das freigeben, aber warum soll jetzt? Ja. Also konstruktive Kritik lasse ich immer stehen, wenn es jetzt irgend sowas ist, aber beleidigen. Ja, wenn sie ab und zu beleidige ich zurück. Und ja, wenn mal was Lustiges einfällt. Schon. Oder wenn man ein paar halbe zu viel gesagt hat. Ja, eins war sehr unterhaltsam, da hat einer drunter kommentiert, so ein Dreck. Und dann habe ich sehr stumpf drunter kommentiert, bei deiner Mutter abpasst. Ja, und der hat mir dann so eine DM geschrieben. DM? Ja, geil. Der ist in meine DMs geslidet und hat dann erst geschrieben. Ist der Handy da? Pass auf, er hat erst geschrieben, was ich will. Dann hat er so einen Text geschrieben, wo er mir die ganze Zeit gesagt hat, sehr gebrochenen, schlechten Deutsch, hat er geschrieben, ja, er kommt nach Bayern und er fickt mich und ich muss jetzt aufpassen, er schlagt mich zusammen und bla bla bla. Und ich habe es gelesen, habe halt nicht geantwortet, weil ich gerade unterwegs war. Und dann habe ich gedacht, das könnte man einen witzigen Spruch überlegen. Dann hat er es gelöscht gehabt und hat nur noch da geschrieben, beleidigst du gern tote Eltern? Fick dich doch, du Hurensohn. Ja. Also erstens ja. Ja, also klar. Ja. Ich meine, das ist ja nur die Reaktion gewesen auf seine Aktion. Also von dem her habe ich ja gar kein schlechtes Gewissen gehabt. Die kennen den Typen ja nicht. Ich finde es, weil ich glaube, dass sehr viele Leute geschmackloserweise das einfach behaupten, dass ihre Eltern tot sind. Ja, und also das ist ja so random gewesen, die Beleidigung. Ich weiß ja, dass die Leute triggert, deswegen mache ich es ja. So, ich beleidige ja nicht, bin dann überrascht, dass die Leute es wieder sind. Ja, also das ist ja logisch, sonst würde ich es ja nicht machen. Von wo ist er gekommen? Hat er Weidefahrt nach Bayern gehabt? Ich habe nicht geschaut, er hätte ihm folgen müssen, dass ich mehr da sehe. Und, aber kam jetzt dann, habe ich ihm dann auch nicht geantwortet, tatsächlich. Ja, das ist gut, du musst ins Larry laufen. Ja, schon, ja. Kill them with kindness. Ja, ganz. Und zwar, oder Ignoranz. Ja, eins habe ich noch ganz witzig gefunden. Ich glaube, das war auch ein Preis, der was nicht verstanden hat. Und der hat halt meinen Songtext geschrieben und hat halt immer Mais-Symbole hingemacht für Korn, Liebeskummer. Also Korn. Ja, und das fand ich sehr kreativ. Ja. Finde ich wirklich lustig, ja, sonst, glaube ich, wir kommen eher als Band immer relativ gut weg eigentlich. Außer Bayern halt, kommt halt oft insgesamt. Ja. Was das für Sprache ist, was das für Scheiße ist. Wie fett wir sind. Ja. Aber das können meistens von Leuten, die uns kennen. Ja, das ist auch so. Ja. Ich habe mir zugestimmt, dass du wenig dagegen sagen können, weil es ist halt Fakt. Und dass ich jetzt, dass es am Wohlstand liegt, habe ich gesagt, aber ich gönn's euch. Ja, schon, ja. Und das freut mich dann auch wieder, dass man dann auf einen grünen Zweig kommt und dass er sagt. Ja, es kommt dann nicht von irgendwoher. Früher halt, wir haben gehungert. Ja, und es ist nicht gut gegangen. Und jetzt, wenn du Geld hast, dann frisst natürlich mehr. Also man kann Geld nicht essen, aber man kann von Geld, mit Geld sich sehr viel Essen kaufen. Ja, schon. Und Beweisstück AB. Ja, schon. Es ist ja auch nicht das Essen. Nein. Es ist halt das Bier. Ja. Du trinkst einmal, zweimal in der Woche 10 halbe jeweils. Und das holst du mal wieder ein. Ja. Das sind 10 halbe, sind 2000 Kalorien. Ich glaube, für 10 halbe musst du 4 Stunden auf den Stepper. Ja. Aber meistens auch für 5 weitere halbe. Ja, schon, ja. Und geh nicht auf den Stepper. Das frisst richtig viel Müll. Ja, richtig. Ja, das ist das Riesenproblem. 2 halbe, zack, heim. Mackie. Ja. Fühle mich richtig geil, aber schlaf richtig gut danach. Aber, Naja. So viel dazu. Ja.
Zusammen verloren. Wo waren wir jetzt? Ja, dass wir beleidigt, dass wir fetter werden. Mir ist es darum gegangen, dass viral gehe, weil wir uns überlegt haben. Du hast gesagt, ich hab dann. Ja, wir waren nicht gerade bei den Songs. Ja. Du, keine Ahnung. Ja, egal. Das ist ja völlig egal. Frido, wenn du noch hörst, sag uns, ja, wo wir waren, schreib es in die Kommentare. Das war voll geil von dir, ja. Naja, genau, Tourname haben wir noch nicht, da müssen wir uns morgen noch überlegen. Stimmt, ja. für unsere Bierzeit-Tour. Für unsere Bierzeit-Tour, ja. Bierzeit-Massaker. Ja, Arbeitstitel. Bierzeit? Party. Nein, nur Bierzeit. Nur Bierzeit, ja. Ja. Sonst haben wir, was haben wir sonst? Wir haben immer viel geplant, aber ja, wir haben noch ein paar Vlog-Ideen, aber da müssen wir jetzt erst einmal die Mucke machen und dann nicht 100 Baustellen auf einmal wieder haben. Ja, den Puff-Song. Ein Puff-Song, ja. Den halt auch einen Puff dran. Ja, wird nichts helfen. Ja, schreibt mal ein paar Empfehlungen zum Puff. Ja. War cool. Wo man mit dem Radl auch hinkommt. Ja. Ja gut, sonst kann man es, falls in München ist, so ein Radl-Rikscha mit. Ja, stimmt, ja. Weil du darfst mit dem Radl auch nur bis 1,6 haben und Ja. dann haben wir durch Drunk Dates erfahren, dass du das relativ schnell hast. Ja. Das kann man nochmal als eigene Dating-Show, ja. Ja. Suffen, abhandeln. Ja, das haben wir ja schon mal davor geredet. Ja, drüber, aber also ich glaube schon, dass wir das besser hinkriegen als Drunk Dates, weil das ist schon echt schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht, ja. Es hat ja null Unterhaltungswert. Also es hat schon, manchmal ist schon ein bisschen, also ich habe 3 Folgen gesehen und davon war vielleicht ein paar interessant, ein bisschen unterhaltsam, aber es ist schon oft sau langweilig einfach. 90% davon sind einfach Weiber, die Werbung für eine OnlyFans machen. Ja, schon, ja. Das ist schon. Was machst du? Ich bin Content Creator. Ja, und was genau? OnlyFans, ja. Ja, und Typen, die gefragt werden, ob sie viel vertragen und dann, ja, ich weiß nicht. Ja. Ich habe einmal 2 Kastel getrunken, Kisten. Und 3 Flaschen Wodka und dann bin ich noch heimgefahren. Ja. So, ja. Ich glaube es ja nicht. Nein, ich glaube es auch nicht. Das ist schon viel. Nein. Das ist aber, glaube ich, genauso, wie wenn ich immer denke, ich habe 5-mal Starkbier gesoffen, aber dass ich 2 sauf und 3-mal halb ansaufe und dann verliere. Weißt du, wenn du mit einer nassen Zigaretten über das Ding rumlaufen musst. Naja, so ist es. Fasching haben wir noch als Thema. Fasching. Du hast den Fasching lange nicht Menge. Ich weiß nicht, ob du den inzwischen magst. Mir ist der Fasching egal, aber es ist für mich kein Highlight. Also es jetzt steht für mich, also wenn jetzt hier Bierzeit ist, so ein Waldfest, ist es bei mir Fasching da. Also okay. Ich mag eigentlich jeden Grund zum Saufen und Fasching ist halt ganz geil, weil da ausnahmsweise mal nicht erkannt wird. Ja, also geht. Wieder als alt auch. Ja. Saublöd, ja. Ja, das war eigentlich ganz sympathisch, einfach nicht verkleiden, so ich gehe als Typ mit 220.000 monatliche Hörer, ja. Schon, ja. Heute auch mein Name, guten Tag. Ja. Wir kannten es ja noch ein paar Leute dazu haben, die wo immer um uns rumstehen und kreischen. Ah, das war cool, ja. Das war tatsächlich witzig. Please. Bitte nicht, ja. Ja. Und halt Security. Ja, wir sind die von Bauwagen gut weiter. Meist jeder einer geht noch schlecht im Bett. Lösch meine Nummer. Speziell, ja. Da kriege ich am Freitag noch die Vocals morgen. Also können wir dann. Von was? Von schlecht im Bett, falls wir es EDM-mäßig noch machen wollen. Ach so, nice. I like it. Dann machen wir da eine Akustikversion. Irgendwann muss ja scheppern. Ja. Irgendwann wird dann schon kommen. Ja. Nein, also ich mag Fasching, weil Fasching ist so halt eine Parallelwelt. Deswegen feiere ich das schon und weil sie alle Weiber wie Schlampen erzählen. Ja. Das ist auch heute sehr ist ziemlich Macho-Folge. Ja, schon, ja. Aber es ist das Hämmert, glaube ich. Ja, du musst was kompensieren. Ja, irgendwas stimmt, ja. Ich weiß nicht, was los ist. Ja. Aber ich habe auch schon viel Kaffee getrunken. Ja. Nein, das mag ich sehr gern, dass die Damen da auch, sage ich mal, eine andere Rolle schlüpfen. Ja. Und auch als Mann. Also ganz viel gerne als brutal besoffene Arschlöcher. Ja, schon, ja. Und das ist ein großer Erfolg. Also ich habe das Gefühl, dass die Leute am Fasching schon nochmal mehr eskalieren, weil sie sich halt ein bisschen anonymer fühlen. Ja, schon wissend, dass sie erkannt werden, aber... Ja, Fasching ist da schon für die Deutschen auf jeden Fall nochmal eine Ausflucht, um ein bisschen aus sich herauszukommen. Ja. Und auch Mädels, die wo sonst immer ungeschminkt sind und rumlaufen wie komplette Mülltonnen, die machen sich da mal hübsch. Und da wunderst du dich dann. Schon, ja. Und da denke ich mir schon, hey Mädel, du jetzt hast dich geschminkt, jetzt bist eine käufliche Fraukatze. Richtig.
Und jetzt schaust du auf einmal richtig fesch aus. Ja, richtig nett schaust aus. Und dann. Jetzt kannst du in deinen Alltag implementieren, glaube ich. Sagt man und wenn es dann war richtig, das war dann. Wenn du dann saubsoffen nach einem Instagram fragst und da die Bild siehst, dann bist du wieder irgend mit einer Brüne auf dem Berg steht. Ja. Dann denkst du, aha. Ja, so ein Stirnbandel, Haar hängen richtig, da. Ja. Schon. Brutal fettige Backen. Ja, schon. So. Denkst du, Kann ich auf mein Instagram schauen. Danke, ja. Naja. Was ist deiner Meinung nach das beste Kostüm, das du bis jetzt gehabt hast? Ich habe viel gute Kostüme gehabt. Also das erste Kostüm, wo ich saufen auf Fasching war tatsächlich Dr. Love. Ja. Da war es auch noch nicht so dieses das haben nicht viel gemacht. Damals war das noch was Besonderes. Ich warte, bis du fertig bist. Ja, nein, ich höre schon zu. Ich muss noch schnell. Du musst regeln? Ja, schnell. Okay. Dann erzähl ich euch. Also Dr. Love war, ich habe mir einfach einen weißen Arztkittel und so mit 16 hat das natürlich noch keiner gehabt und ich habe halt lustig gefunden, dass ich halt, weiß gar nicht mehr was, aber ich habe halt der klassische halt. Ja. Okay, ja. Aber also das aufwendigste Kostüm war mal, wo ich als Zombie gegangen bin und haben wir wirklich hier so komplette Seiten aufgerissen und geschminkt selber. Oh. Und es hat richtig gut ausgeschaut, war aber nervig, weil es so komisch Song hat. Highlander, Klassiker, ist nicht mein bestes Kostüm, aber es geht immer ganz gut. Ich weiß nicht, bei dir brauchen wir nicht reden. Ja, der Legolas, also sonst war nichts Besonderes. Also. Aber ich bin auch jemand, der wo sowas, also wenn er dann sich dazu entscheidet, einfach, dann hole ich mir schnell irgendwas, was es halt noch beim Kaufland gibt. Ja. Und dann war jetzt so unlustige Sachen, weil es halt, keine Ahnung, eine Bulle oder so. Also, Ja. Und da habe ich mich dann auch ein bisschen schmutzig gefühlt, weil es halt nicht lustig war, sondern irgendwie so gewirkt hat, dass mehr die sexy sind. Ja. Und warst sexy? Nein, auf keinen Fall. Ja. Nicht? Sexy, aber als Legolas warst sexy. Ja, da schon, ja klar. Ja. Da musst du hinter mir nachwischen, wenn da ein paar Weiber nachlaufen. Ja, Legolas wird unübertroffen sein. Ja, gut, was war sonst? Ja, gut, jetzt das Kostüm, was wir jetzt gehabt haben, also auch das mit den Hemden, das ist schon, glaube ich, kann der neue All-Time-Classic werden. Ich habe tatsächlich meinen Schafjank das erste Mal bin ich als Zuhälter gegangen. Okay. Da habe ich das erste Mal den noch gehabt. Und ich habe sehr viel mit der New Kids Perücke gemacht. Ja, ganz viele verschiedene Sachen. Zeitlos, also die gerne immer. Genauso die Trainingsanzüge werden auch immer irgendwie. Du kannst zwar nicht mehr singen, aber im Endeffekt. Es ist halt auch sehr einfallslos, aber ich habe auch New Kids Perücke, dann Blaumann, Trainingsanzug, alles Mögliche mit der New Kids Perücken und war überraschenderweise immer sehr besoffen. That's it. Da hätte ich schon gerne mal wieder richtig saufen. Schon, ja. Es ist immer so dieser Spaß-Saufen. Ja, oder beruflich saufen. Wie meinst du? Also, wenn wir arbeiten, also wenn wir Auftritte haben oder so. Da mal wieder gescheit saufen? Nein, dann saufen. Achso, ja, aber einmal mal wieder so. Mal sich an einem Vormittag hierher hocken und saufen. Ja. Das war geil. Da hätte ich jetzt mal wieder Lust drauf. Bis der Harnröhr jetzt reißt. So, ja. Boah, ja. Wollen wir saufen und wir schauen, es wäre erst ein bisschen. Ja. Also immer formabhängig. Also ab und zu muss ich echt schnell brunzen, je nachdem, was ich davor schon getrunken habe. Aber nein. Wo ist jetzt? Ja, Entschuldigung, die wollen die komplette Experience. Ja. Denke ich mal. Schon, und da werden die oft in der Mittagspause hocken und werden sagen, du, hast du auch gehört, wie oft der Kidrap zum Brunzen muss? Und ja, habe ich gehört, aber es liegt darum, wie viel das er vorher getrunken hat. Ja, das ist im Endeffekt das Tagesformabhängig. Ja, nein, Fasching ist auch für uns gut, weil da Meister jeder halt einfach und feiern 1 Milliarde Mal mehr gestreamt wird, also weiter so. Ja. Bitte. Auf jeden Fall, da kann man nichts sagen, danke an der Stelle. Ja, und der neue Song, der ist halt, schlagt direkt in diese Kerbe rein. Da kann es komplett eskalieren. Ja. Wenn der jetzt nicht die, sage ich mal, 10 Millionen Aufrufe in 2 Monaten kriegt, dann bin ich beleidigt. Ja, einer hat einen einmal das, hast du das gelesen? War lustig. Also was du geschrieben hast, weil du hast, glaube ich, geantwortet. Ja, ich habe geantwortet, ja. Das ist mir schon viel länger dumme Songs gemacht. Ja, schon, ja, das lassen wir es nicht wegnehmen. Nein. Von so einem Degens her, der sich gerade verirrt hat auf unser Spielfeld. Ja, piss dich wieder. Ja. Nimm deine 1 Million monatliche Hörer mit. Ja. Du Gratl. Ciao. No. Ja, mehr habe ich nicht zum Fasching zum sagen. Nein. Halloween magst du nicht? Ich habe auch nichts gegen Halloween, das ist ja auch wie Fasching. Ja. Es gibt von den Amis herkommen. Ja, schon, ja, Fasching also ist Halloween nimmt uns das Fasching weg. Ja. So ist das nämlich. Ja. Name ist ich glaube, war noch nie auf einer Halloween-Party. Ja, nicht. Ja. Glaube ich. Ja. Aber ich habe gesagt nichts. Wir haben einen Halloween-Stream mal gemacht. Nicht? Wollten wir, aber haben wir nie.
Dafür zwei Starkbier. Fasching haben wir gemacht. Ja. Starkbier. Aber eine Frau, das habe ich auch gerne mengen. Du hast Wonder Woman. Wonder Woman und ich war ein Wonder. Ja, okay. Los Brutalos Favorites. Na, Begriffe fürs Saufen. Ich sag meistens Saufen. Saufen, ja. Also ich habe voller Stolz den Begriff über den Jordan saufen. Das mache ich ganz gern wahrscheinlich, wenn es das. Ja, es sind halt alle schon so verbraucht, sowas wie Schütten, Orgeln, hinter den Damm biebern, das ist halt inzwischen kann ich schon nicht mehr hören. Ja, das ist ja das zu, Zeug, zu inflationär verwendet worden. Auch zu konstruiert inzwischen. Ja. Was? Littern. Ja. Dummsaufen. Ja, Bläsaufen. Bläsaufen, Behindertsaufen. Ja, Behindertsaufen ist eigentlich für mich so. Ja, das ist halt so, also wenn man sagt, also wenn du jetzt in so einer Runde hockst und einer kommt so voll motiviert und sagt, hey, heute saufen wir uns behindert, das ist eigentlich wie so ein Kampfschrei. Also da musst dann noch erst was habt ihr gelernt? Behindertsaufen. Ja, genau, und dann geht's los. Ja. Dann weiß ich ja Bescheid, dann bin ich ja komplett auf Behindertsaufen eingestellt. Ja, schon, dann weiß ich, dass morgen brauchst du nicht mit mir rechnen. Nein. Und wahrscheinlich die nächsten 2 Tage nicht, weil dann. Wundert sich nicht, die zwei kommen nicht in die Arbeit, die haben gestern behindert gesoffen. Ja, komplett. Ja. Schon. Ja. In die Anderswelt, Ja. Ja, mehr habe ich jetzt da. Nein. Hätte man was aufschreiben müssen. Kommentiert ihr was ihr am lustigsten findet. Vielleicht gibt es auch eine, wo man noch nicht 36.000 Mal gehört hat. Aber so wie ich die Internet-Kommentarwelt einschätze, vermute ich, wird das nicht passieren. Entweder oder, 5 Stück. Jawohl, her damit. Okay. Thema Glühwein, rot oder weißer? Mir wurscht, aber nicht mehr einen roten. Nein, nicht mehr einen roten. Also finde ich schon besser. Ja, finde ich ja weihnachtlicher. Ja. Jedes Mal ein Schnaps, wenn Elon Musk unangenehm auf der Bühne ist, oder jedes Mal, wenn Trump falsche Fakten von sich gibt. Beides wird über 1 Stunde gespielt. Ich sauf gern Schnaps. Na. Aber ich glaube, ich darf mal lieber Elon Musk anschauen, weil der ist schon sehr lustig. Ja. Seine Bewegungen. Ja, wirkt halt, ja. Sein Ex-Sprung. Ja. Der ist schon lustig. Ja. Sowas passiert halt, wenn es dann Nerd Macht gibt, gell? Also dann. Ja, das ist auch für mich ein kompletter Echsenmensch. Also, der ist ein Alien. Der kommt nicht von dieser Welt, safe nicht. Deswegen rüber wieder zurück. Ja, schon, das finde ich ja. Und da bin man sicher, dass er auf seinem Planeten richtig unerfolgreich ist. Ja, schon, ja. Wenn er zurückkommt und sie sagt, hey, schaut mal, ich hab's geschafft, ich bin wieder da. So viele Milliarden, ja. Wird er erstmal schon gesackelt. Schon, ja. Schon. Einer von den Musks ist zurückgekehrt. Ja. Markus Söder als Bandmanager oder Hubert Aiwanger als Background-Tänzer? Ich glaube, der Söder wird das gut machen. Ja. Der Söder ist so ein Versicherungsvertreter-Typ. Ja. So, der hat absolut keinerlei Würde, also der hat kein Schamgefühl, das wollte ich damit sagen. Ja. Der geht einfach in eine Verhandlung ein, verlangt utopische Zahlen und am Ende. Spendet trotzdem nur 2000 Euro dann beim. Schon. Sagt zu uns, mir 2000 Euro rausgehandelt, steckt sie selber schön 80 ein. Ja. 80k natürlich. Ja, logisch. Ja. Und schreibt schön seine Kameraleute, die mit ihrem Söder ist, dran bei uns auf die Rechnung auf. Ja. Also ja, definitiv Söder hat mehr Einfluss als der Aiwanger. Aiwanger, glaube ich, ist ja kein cooler Tänzer. Also bringt uns mehr. Da hat er lustig ausschauen. Also so. Der Aiwanger? Glaube ich schon, ja. Das glaube ich jetzt nicht so. Irgendwann erinnert mich der Aiwanger an irgendeinen Weihnachtself oder so. Also so an jeden Weihnachtself. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber ja, mir auch. Bei jedem Song auf der Bühne ein Bier trinken, komplett, oder nie wieder Alkohol bei Auftritten. Wow, also während am Auftritt, also nur während am Auftritt, dann darf ich das nicht mehr. Also wenn ich nur auf der Bühne nicht saufen darf. Aber nach jedem Song, so. wenn wir 14 Songs spielen, müssen wir 14 halbe saufen. Ja. Was steht da, 05er oder kann man da ein saufen? Bier. Ja, da müsst ihr natürlich pokern, aber nein, dann müsst ihr bei Auftritten nicht mehr saufen. Ich glaube, war sinnvoller. Wahrscheinlich, ja. Aber war mir das andere, aber auch das nicht, das ist mir schlecht. Ja. Also ist das ja so, also ich trinke gern schnell und ich trinke auch gern viel, verstehe mich da bitte nicht falsch. Ihr auch nicht, bitte. Ich kenne die Situation. Ja, aber wenn du das da reinpressen musst, das ist dann schon nervig. Also also ich esse ja nach wie vor nicht gern. Das ist ja, also Bier ist ja trotzdem ein Genussmittel. Na, von dem her, dann lieber nie wieder Alkohol bei Auftritten, auch wenn es schwer fällt. Ja. Dann nimm mehr Tabletten. Ja, also ich finde das, weil das ist das Erste, was ich immer gesagt habe, wenn ich irgendwann wegen
keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen nicht mehr saufen. Ich finde definitiv was anderes, was mich richtig dumm macht. Es wäre jetzt schwierig, was zu finden, was ich so genüsslich vor mir hier. Ja. Also ich weiß nicht, wie ich es dann mache, aber ich finde. Also, lache halt. Ja, ein bisschen lache, ja. Ich glaube ja gar nicht suspekt, wenn sie zwei Anfang 30-Jährige schon mit Lachgas dumm machen im Backstage. Da ist mir vor, bist du Après-Ski in irgendeinem schicken Hotel. Und dann hörst du dann hey, das ist da so drin. Da würde mich schon interessieren, wie es wirkt. Ja. Aber. Ja, gut. Rockstar-mäßig schätze ich. Nein, ich meine, wie es auf mich wirkt. Ach so, ja. Das wirkt sau cool, ja. Wenn man in Frankfurt einfach einen Kiosk geht, da gibt es das, glaube ich. Einen Song für die Deutsche Bahn oder für Vodafone? Was ist das für Vodafone? Da brauche ich gar nicht lange überlegen. Hat Vodafone einen schlechten Ruf? Beides gleich langweilig, meinst du wahrscheinlich. Ach so, aber die Deutsche Bahn hasst ja jeder. Es gibt keinen, der die Deutsche Bahn mag. Deswegen ich da dann für die Deutsche Bahn machen trotzdem. Schon. Fände ich lustig. Ja. Da etwas ein bisschen selbstironisches machen. Das hat immer gut funktioniert. Ja. Also insgesamt sollte niemand für irgendjemanden einen Song machen in diesem Bereich, vor allem keine Rap-Songs. Du kennst aber Brip Brip? Das ist ja kein Rap-Song. Achso, Rap-Songs, okay, ja. Wir sind jetzt keine Rapper mehr. Na, stimmt. Aber wenn's rappt, dann holt sich bitte ein Rapper. Ja. Und nicht irgendeinen schlechten Schauspieler. Aber gut. Ja. Machen die Amis einmal besser. Ich schwöre, aber das Gleiche, da hätten sie jetzt uns engagieren, also richtige Rapper. Und wir hätten Hochdeutsch rappen. Ja. Und dann sie auch sagen, ja, heute einen gescheiten Rapper. So wie es jetzt zu uns sagen, wenn es wenigstens gescheit Borisch reden. Ja, stimmt. Ich schwöre euch, das ist eine Beleidigung, die trifft mich. Ja, das triggert mich immer richtig. Da werde ich echt fad und denke, ja, Arschlöcher. Ja. Das ist ich meine, wir schreiben das auch nicht beim Bibau drunter, einfach weil wir ja wissen, dass es unterschiedliche borische Dialekte gibt. So. Und fast jetzt nach Weilheim reden ja die auch schon anders wie wir. Und fast nach Niederbayern verwenden die auch andere Wörter. Aber du kannst nicht mehr Borisch reden wie wir, ohne dass es komplett unverständlich wird. Das Schlimme ist, das ist ja wirklich, das schreiben die doch selber als reiner Provokation und das funktioniert. Ja, schon, das ist einer von den wenigen Sachen, die mich triggert. Ja. Nein, du kannst mich echt schwierig beleidigen, aber das nervt mich total. Ja. Wir sind das Oberborisch, die Oberbayern, in dem du existieren kannst. Ja. Nach uns kommt nur noch Österreich. Ja, eben. Ja. Und dann geht es ins K. Ja, danke. Kann auch. Ja, kann ich auch, ja. Naja, jetzt haben wir die ganzen Bastarde immer drunter schnell. Das ist kein gescheites Borisch. Naja. Aber vergiss nicht, schau dir keiner an. Nee. Ja, nicht. Ja. Okay, dann Secret Tipp haben wir schon. Fan der Woche. Ich gehe in Voraus, Fan der Woche, die Tanzgruppe, die wo da für uns am Start ist, jetzt mal von der Sally, ich habe jetzt den Namen vergessen, wie die Tanzgruppe heißt. Ja, scheiße. Hast gleich, alles gut. Ja, jetzt werde ich nervös. Die reisen nämlich extra für uns an, haben extra einen Tanz überlegt, haben sich auch ein Hotel hier genommen, habe ich mitgekriegt. Echt, okay. Haben sie eine Sprachnachricht gesagt. Und ja, das sind haben die was Feines, jetzt bin ich gespannt. Back to Steps. Back to Steps. Und ich kann so viel sagen, nette Choreo. Ja. Haben uns auch ein Tutorial gemacht, dass wir es auch lernen können. Haben wir nicht getan. Zeitlich leider nicht geschafft. Nicht geschafft. Ja. Lust war da gewesen. Klar, ich bin Tänzer. Ich weiß. Ich bin Tänzer. Er ist Tänzer. Ja. Genau, was steht die Woche noch an? Ich bin jetzt dann im Urlaub 2-3 Wochen. Ja. Ich werde das Musikvideo fertig machen. Ja, ein paar Reels. Mal drehen, Musikvideo, Reels und dann bam, 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 bam. Ja. Und dann. Das ist so das Wichtigste. Und dann, wenn wir erst einmal, wenn wir halt einfach sehnsüchtig warten, bis du zurück bist. Ja. Was soll man machen? Podcast machst du mit Fabi weiter, oder? Alle, muss weitergehen. Ja. Mit Fabi oder allein. Ja. Ich habe überlegt, vielleicht mache ich wieder eine Neuauflage. Ein paar Jahre später machen, weil es hat ja den Sabrina Tom Podcast gegeben. Ja. Und das ist ja so witzig, was in der Zeit generell. Ich glaube, das ist wirklich 3 Jahre her. Und vielleicht mache ich das nochmal. Ja. Und damit seht ihr, wie negativ sich der Tom entwickelt hat. Ja, schon, ja. Also beide natürlich haben sich schlecht entwickelt. Ja. Aber. Genau, das Wortzettel, weiß jetzt auch nicht warum. Ja. Oh. Das war mir ausgedruckt. Ja. Also, Papier wächst auf die Bahn. Schon, ja. Ja. Ja, dann von meiner Seite war es eigentlich. Ja, also man muss ja nicht jedes Mal 2 Stunden durchballern. Das sind ja schon wieder 40 Minuten. Ja, leck mich am Arsch.
Zum Einschlafen reicht's. Ja, Fälle schlaft's gut. Und hat die letzten Worte, wie man der wunderbare Wallah